Ein ganzes herzliches Hallo. Schön, dass du da bist beim Podcast Herausforderungen leichter zu meistern und Lebensfreude zu gewinnen. Heute geht es um das Thema, wie du es schaffst, hinderliche Gewohnheiten zu ändern, um dein gewünschtes Ergebnis zu bekommen. Mein Name ist Pierina Steiner, Happiness Flow Coach und Hypnosetherapeutin. Vielleicht denkst du jetzt, jetzt kommt die schon wieder mit dem Thema Gewohnheiten. Ja, ich habe schon mehr Podcasts zu diesem Thema gemacht, aber das Thema ist halt einfach wichtig, weil wenn es um eine Verbesserung im Leben geht, dann geht es auch um unsere Gewohnheiten, weil die entscheidend sind, ob wir die Verbesserung überhaupt erreichen. Bestimmt hast du auch schon versucht, hinderliche Gewohnheiten zu ändern. Vielleicht zum Beispiel einige Kilos abzunehmen, mehr Sport treiben, nicht mehr zu spät kommen. Oder mehr lesen, statt vor der Glotze zu sitzen. Ganz egal, um was es geht. Wir alle sind doch so gute, schöne Gewohnheitstierli. Und da gehören auch wir manchmal dazu. Und das ist auch gut so, weil wir mit dem nämlich unser Hirn entlasten. Nur wenn du eben im Leben weiterkommen willst, eine Verbesserung anstreben oder dich persönlich weiterentwickeln, dann sind es halt die schlechten Gewohnheiten, die hinderlichen Verhaltensmuster, die dich im Leben blockieren. Und wenn ich von Gewohnheiten rede, denken viele, es geht um Rauchen, Nägelkatschen, Essgewohnheiten, vielleicht auf dem Sofa sitzen statt Sport treiben und so weiter. Dabei gibt es nämlich ganz eine grosse Anzahl von Gewohnheiten, die dir vielleicht gar nicht als solche bewusst sind. Dazu gehört zum Beispiel im gleichen Job sein, obwohl er dich schon ewig lang anödet, du vielleicht unter- oder überfordert bist, festhalten an einer Beziehung, die dich überhaupt nicht mehr erfüllt oder dir sogar schadet, dein Helfersyndrom ausleben, aber dir selber über dich nerven, dass du nicht mehr Selbstbewusstsein hast. Immer Ja sagen, obwohl du ja eigentlich Nein sagen möchtest, und dich das aber nicht getrauen und dich dahinter so richtig nerven über dich selber. Da gibt es noch ganz viele Beispiele, doch ich denke, du weisst, was ich damit meine. Denn all das sind nämlich auch Gewohnheiten und Verhaltensmuster. Und wer träumt schon nicht, dass er irgendeine Veränderung und Verbesserung in seinem Leben möchte? Jeder hat doch Wünsche und Träume. Viele tun sich vielleicht irgendwie durchs Leben wurschteln, genau so, wie ich es in jungen Jahren da habe. Ich habe geglaubt, ich könnte ein besseres Leben nach meinen Vorstellungen haben, ohne jedoch meine Gewohnheiten zu verändern. Statt an mir zu arbeiten und meine Gewohnheiten zu ändern, meine Denkmuster zu hinterfragen, habe ich nach Abkürzungen gesucht, gehofft, es fällt mir dann irgendwie zu, oder ein Wunder trifft mich gerade von oben. Das war natürlich nicht der Fall und ich bin in meinen alten, hinderlichen Gewohnheiten und Verhaltensmuster festgesteckt und so ganz manchmal in einer absoluten Sackgasse gelandet. Damit dir das nicht auch passiert, du deine Gewohnheiten kannst ändern, natürlich die einen negativen Einfluss auf dich haben, die auf deine Lebensfreude, dein Lebensglück wirken, möchte ich dir heute gerne aufzeigen, warum du bisher gescheitert bist und wie du Gewohnheiten leichter kannst verändern. Dazu möchte ich ein bisschen ausholen. Hast du dich schon einmal gefragt, wie deine Identität entstanden ist? Ich denke eher nicht. Deine Identität entsteht aus deinen Gewohnheiten, wo du dir durch Wiederholungen
buchstäblich selber antrainiert hast. Selbstverständlich gibt es natürlich noch andere Faktoren als Gewohnheiten, die deine Identität beeinflussen. Doch durch die stetige Wiederholung der Gewohnheiten sind die einer der wichtigsten Faktoren. Das Selbstbild, das du hast, und jede Überzeugung wird durch deine Erfahrungen erlernt und konditioniert. Somit sind deine Gewohnheiten Darstellung von deiner Identität, die du wieder durch jede Gewohnheit, jedes Verhalten dazu immer und immer wieder verstärkst. Als Beispiel: wenn du jeden Tag vegan isst, verkörperst du die Identität von einem Veganer. Wenn du jeden Tag, auch bei jedem Sollwetter trainierst, verkörperst du die Identität von einem Sportler. Wenn du jeden Tag aufräumst und deine Wohnung so richtig in Schuss haltest, verkörperst du die Identität von einem sehr ordentlichen Menschen. Und an das, ja, da wirst du auch selber glauben, weil du dir's ja immer wieder von Neuem beweisen durch dein Tun. Und je mehr Beweise du hast, desto stärker wird deine Überzeugung. Da stellt sich die Frage, können neue Erfahrungen das denn ändern? Bestimmt hast du schon mal eine tolle neue Erfahrung gemacht. Die Krux dabei ist aber leider, dass eine einmalige Erfahrung meist wieder sehr, sehr schnell verblasst und du wieder in deinen alten Gewohnheiten landest. Ja, und dann verstärken sich die wieder und bestätigen dir somit wieder deine Identität. Damit entsteht deine Identität, dein Ich, indem du deine Gewohnheiten regelrecht, unbewusst hegst und pflegst. Viele Leute wollen von heute auf morgen ihr Leben ändern. Wollen zum Beispiel raus aus der Depression in ein erfüllt, glückliches Leben, wollen vom scheuchen, zaghaften Mensch zu einem selbstbewussten, durchsetzungsstarken und noch gerade erfolgreichen Mensch werden. Ja, nur so funktioniert das leider nicht. Mit allem, was du tust, könnte man sagen, du gibst ein Voting, eine Stimme ab für die Art Mensch, wo du sein möchtest. Bei einem einmaligen Voting wird sich da nicht viel ändern. Doch je mehr Stimmen dazukommen, wirst du auch mehr Beweise haben für deine neue Identität. Wer du bist, kannst du am einfachsten ändern, wenn du änderst, was du tust und wie du denkst. Damit wirst du auch deine Identität erhalten, die du dir wünschst. Also immer, wenn du mit dem Fitnesstraining startest, bist du ein Sportler. Immer wenn du 1000 Schritte am Tag gehst, bist du ein fitter Mensch. Immer wenn du ein Buch liest, bist du ein Leser. Immer wenn du dich gesund ernährst, bist du ein gesundheitsbewusster Mensch. Immer wenn du an deiner persönlichen Entwicklung arbeitest, bist du ein Mensch, der sein Lebensglück selber in die Hand nimmt. Mit der Zeit wird das für dich zu einer neuen Gewohnheit, die dir ganz tolle Ergebnisse liefert und noch zusätzlich dein Selbstbewusstsein stärkt. Der Clou ist, dass das Ganze natürlich auch umgekehrt funktioniert. Und das ist einer der Gründe, warum viele an den Gewohnheiten scheitern und das Glück an ihrem Leben vorbeigeht. Oder sie es nicht in ihr Leben holen, obwohl sie sich erträumen. Denn immer, wenn du dich für eine schlechte Angewohnheit entscheidest, stärkst du damit deine Identität genauso. Sei das, dass du in der Komfortzone bleibst, dich schlecht ernährst,
Sport und Fitness für etwas absolut Überflüssiges haltest, persönliche Entwicklung dich vielleicht gar nicht interessiert, der Fernsehsessel deine Heimat ist. Wenn du also nichts änderst, dir selber immer das gleiche Voting abgibst, wird sich alle 100 Jahre nichts ändern, weil du die gleichen Ergebnisse bekommst, die du bisher gehabt hast. Mein Tipp an dich, wenn du der Mensch werden willst, den du gerne sein willst, dann solltest du 2 Sachen beachten. Erstens, nimm dir doch einmal genug Zeit. Setz dich irgendwo in eine ruhige Ecke, pack eine Kugel und ein Notizbuch, mach dir mal Gedanken und frag dich, was für ein Mensch möchte ich gerne sein? Wenn es dir dann bewusst ist, entscheide dich wirklich ganz bewusst, diesen Mensch zu werden. Fragen, die dir dabei könnten zusätzlich helfen, sind: Wer möchte ich denn werden? Wofür stehe ich im Leben überhaupt ein? Was ist mir wichtig? Welche Werte habe ich? Und als zweites, jetzt geht es um die täglichen kleinen Schritte. Beweis dir deine neue Identität durch deine neuen kleinen Siege. Also deine Erfolge. Vielleicht findest du die 2 Sachen mühsam, anstrengend und möchtest am liebsten einfach zum Ergebnis kommen. Nur da muss ich dir leider sagen, die Kernpunkt sollte darin bestehen, eine bestimmte Art von Mensch zu werden. Dann werden auch deine Ergebnisse, deine Erfolge von ganz alleine kommen. Bitte denk daran, Gewohnheiten sind durchs oftmalige Wiederholen zu einem Automatismus geworden. Was so viel heisst wie: Dein Hirn läuft bei Automatismen auf Sparflammen und wenn du Neues machen hat dein Hirn eine hohe Aktivität. Wieso hat dein Hirn eine hohe Aktivität? Bei Neuem kann dein Hirn nicht auf die altgewohnten Lösungen und Handlungsweisen zurückgreifen. Dazu kommt, dass unser Hirn sich immer nur um ein Problem nach dem anderen kümmern kann. Wir können auch sagen, der bewusste Verstand delegiert Aufgaben so weit als möglich ans Unterbewusstsein in Form von Automatismen. Bei Neuem können wir nicht mehr auf Automatismus laufen. Das heisst, wir müssen ausprobieren, weitermachen, wenn wir scheitern und daraus lernen. Das nennt sich übrigens auch eine Feedback-Schleife, ohne die Neues nicht in unser Leben kommt. Schon als Kind hast du bei einer neuen Verhaltensweise bemerkt, dass es irgendeinen Auslöser gegeben hat, der dich dann dazu gebracht hat, so zu handeln, wie du es da hast. Du hast die Handlung ausprobiert, es ist zu einem Resultat gekommen, oder besser, zu einer Belohnung. Und genau so funktionieren wir auch heute noch. Also zusammengefasst, Handlungsweisen, auf die eine Belohnung, eine befriedigende Konsequenz folgt, die werden meistens wiederholt ausgeführt, wogegen die unangenehme Konsequenzen haben, wieder sein gelassen werden. Und genau da liegt der Hund begraben. Denn jede Veränderung heisst Feedback-Schleife. Du erinnerst dich, wir müssen ausprobieren, weitermachen, wenn wir scheitern und daraus lernen. Viele starten mit Neuem. Es gelingt ihnen nicht sofort. Sie scheitern das erste Mal und schon geben sie wieder auf. Doch scheitern, das gehört eben auch dazu. Genauso wie danach wieder aufstehen und weitermachen.
Jeder, wirklich jeder von uns hat die Möglichkeit, der Mensch zu werden, den er gerne sein will. Und das Leben zu führen, das er sich wünscht, zu führen. Nur gelingt es eben nur denen, die bereit sind, an sich zu arbeiten. Bereit sind, sich selber zuerst mal besser kennenzulernen. Bereit sind, die alten Muster durchzubrechen. Eine grosse Hilfestellung, die das Ganze ganz wesentlich vereinfacht, ist immer noch für mich eine analytische, aufdeckende und ausheilende Hypnose. Was nichts zu tun hat mit einer standard-suggestiven Hypnose. Ich selber, ich bin immer wieder nach einer solchen Sitzung fasziniert. Welche funkelnden Augen die Kunden nach dieser Sitzung haben. Es heisst nicht für die Schüsse, die Augen sind der Spiegel zur Seele. Die Kunden haben so ein überwältigendes Gefühl, weil sie endlich bei sich selber sind angekommen. Der Boden geebnet und gepflügt ist, wie man so schön sagt, um dort drauf Neues, Befreites entstehen zu lassen. Ja, auf einem gepflügten Boden, ohne belastendes Unkraut, das wir zum Beispiel als vergangenes Erlebnis vergleichen könnten, gedeiht einfach alles viel schneller. Es wächst kräftiger und die Ernte wird erfolgreicher. Solltest du interessiert sein, wie du selbst einfacher voranschreiten kannst, deine hinderlichen Gewohnheiten ablegen, altes Belastendes vielleicht hinter dir zu lassen oder einfach irgendwo im Leben vielleicht feststeckst, dann schreib mir doch an info@speed-flow.ch. Die E-Mail findest du auch im Podcast-Beschrieb. Hat dir mein Podcast gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst, und ich freue mich auch auf einen Kommentar unter dem Podcast. Jetzt wünsche ich dir von Herzen, dass du der Mensch wirst, der du gerne sein möchtest. Auf deinen Lebenserfolg, deine Pierina Steiner.